herzlich willkommen. Ich begrüße Sie heute Abend hier im Kulturjournal zur Vorgesprächsrunde des neuen Meisterwerks von Mr. William Shakespeare, welches nächste Woche in London im Globe Theater Premiere feiern wird. Hamlet heißt es und wir werden heute vom Schöpfer selbst erfahren, worum es dabei geht, und ich hoffe, dass er gewillt ist, Ihnen und mir noch einige Fragen hinsichtlich seines Meisterwerks zu beantworten. Guten Abend, Mr. William Shakespeare. Für all diejenigen unter Ihnen, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, habe ich heute Frau Dr. Stephanie Kauder-Welch eingeladen, die uns freundlicherweise übersetzen wird. Guten Abend. Mr. William Shakespeare. Viele unserer Zuschauer haben ja schon einiges von Ihnen gelesen. Romeo und Julia, die zwei Veroneser, die Historien. Nun frage ich Sie heute Abend, worum geht es in Hamlet? Was ist die Primärdiegese? So, William, please tell all the people in this room about your new play. What is a primary disease? Well, you know, it's called Hamlet, and it's based upon an old Danish story. It's about Claudius, who kills his brother, old Hamlet, the king of Denmark, because there are threats to be dealt with from Norway, and his brother is neglecting his duties. So Claudius takes over the throne for the sake of the country. Now in comes young Hamlet, the dead king's son, who wants to revenge his father's death, but cannot overcome his own thoughts and doubts in order to become a man of action and kill his uncle. So in other words, the whole play deals with the conflict of how to be a realpolitiker and at the same time be a humanist. And it also deals with the problem that if you start to look back instead of forward, you stop being a man of action. Sir William hat gerade erzählt, dass es in seinem neuen Stück um Dänemark geht, um Hamlets Onkel und um menschlich. Aha, also ein Plädoyer für eine prudente Sozialpolitik nach skandinavischem Vorbild? Wirklich sehr gut durchdacht, Mr. Shakespeare, und offensichtlich von einer aktuellen hohen Relevanz. Mr. Shakespeare, Ihr Protagonist, was für eine Persönlichkeit haben Sie ihm verliehen? Sir William, the main people in your play, what type is he? Claudius. Claudius? Oh, dass wir uns nicht missverstehen, ich dachte Hamlet. Yes, I said Hamlet. Hamlet, yeah. I see. Now, you have to understand that Hamlet is the Prince of Denmark, but at the time of the play, he has been studying in Wittenberg in Germany at the university for quite some years. He is highly intellectual, which is a good thing at the university, but when he ought to kill his uncle in order to revenge his father's death, he is absolutely paralyzed by his own thinking and reflecting. And what you also need to understand is that one of the principal causes of his inaction is that at 30 years of age, he is still a student and very fat. Ich fasse das mal wieder zusammen. Sir William hat gerade erzählt, dass Hamlet in seinem Stück ein junger, sportlicher Mann ist, mit blonden Haaren und blauen Augen, ein tigerdänischer Prinz eben. Mit bestimmt vielen Verehrerinnen. Mr. Shakespeare, nun würde mich noch sehr tangieren, welche Szene Sie bei Hamlet favorisieren. Gibt es da eine Textstelle, die Ihnen besonders am Herzen liegt? Is there a passage in your piece that is lying very on your heart? Well, actually, there are several scenes which I consider important and essential for the whole story, but since I'm a man of the theatre, I particularly like the mousetrap scene where Hamlet gives his instructions to the actors who are visiting Elsinore, and he tells them everything that in his eyes, or perhaps that is to say in my eyes, is important on stage and which should on all counts be resisted. When I wrote that, of course, I was thinking of a number of actors of my acquaintance, and those who know them too will recognize them. They imitate humanity so abominably. Yeah, Sir William, I really love your to be or not to be piece. Is that your very loving also? Oh no, I wrote that in 5 minutes. We had to put something in so the actors could get changed for the mousetrap. Yeah.
Sir William hat gerade erzählt, dass es in seinem Stück eine Mausefalle für Schauspieler gibt und dass es einen Monolog von Hamlet gibt, der ihm sehr am Herzen liegt, dass er ihn alle 5 Minuten lesen könnte. Und als ob ich da so eine Vorahnung gehabt hätte, habe ich ausgerechnet diesen Monolog schon mal für unsere Gäste ins Deutsche übersetzt. Und ja, ich würde ihn jetzt ganz gerne mal vortragen, wenn das, ja. Nur zu, bitte. Ja, Sir William, I prepared an oversetting of your favorite piece. Can I read it in? Klein oder Lichtschein? Krass ist hier die Plage. Ob Segler im Kajüt die Pfeil des meuternden Geflicks verschulden oder sich paffend gegen einen Tee im Magen durch Fliederbrand sie pfänden. Serben, Trafen, Grafen, vielleicht auch Schäumen. Ja, da fliegt's. Was in dem Schaf für Bäume bommeln mögen, wenn wir den Klang des Türken abgerüttelt. Das dringt Kunst, wild zu gehen. Wunderschön. Wunderschön. Vielen Dank, Mr. Shakespeare, für Ihren erhellenden Eindruck in Ihr neues Meisterwerk und auch Ihnen, Frau Dr. Stefanie Kauderwelsch, für Ihre Mühen. Ich habe mir nun die Freiheit genommen, das Publikum noch zu ein paar Fragen einzuladen und ich hoffe, Mr. Shakespeare haben die Güte, uns diese zu beantworten. You have questioning time, Sir William? Yes, with pleasure. Ja, mit Plätschern. Dufte. Smelly. Wenn ich nun das Publikum bitten dürfte, Ihre Fragen zu stellen? Ja, bitte? Ja, ich würde gerne wissen, warum Sie die Historien in so einer komischen Reihenfolge geschrieben haben und nicht chronologisch. Eine sehr gute Frage. Mr. Shakespeare, bei Ihren Heinrich-Stücken, warum haben Sie dort das Pferd von hinten aufgezäumt? Why have you taken the horse from the back with Henry? I'm not sure if I fully understand your question. I really can't think of a scene I wrote where a horse is taken from behind. But in Midsummer Night's Dream we have sex with a donkey. Damit entlasse ich Sie in die Werbepause. Der Rest ist Schweigen. Sir William!